Der Spektakelschuster. Kennst den Spektakelschuster? Das kleine Mandl, das Spindeltüre, das sich keine Minuten halten kann. Das Gesicht voller Pickel, die Nasen wie ein Löschhärndl, Haar wie ein Roschwarf und Schweinseigerl, die umeinander schießen wie der Floh in der Reitern. Alles sieht er, alles hört er, über alles schimpft er, alles weiß er besser, allweil hat grad er recht. Auf die Straße, wenn er geht, nachher rudert er mit seinen 2 Armen umeinander wie ein Windmühl. Einmal hat er der Lies von der Schirmerleiten einen Wassereimer aus dahin geschlagen, dass er sein Pudel nass geworden ist. Keibe ausgewachsen, schreit er so, hast nicht gesehen, dass ich hinter dir reinkomme? Aber ein guter Schuster ist er. Wenn der mit seinem gewichsten Draht ausfährt, darfst du auf die Seiten gehen, sonst spießt er dich auf. Freilich kein Gesell hat's bei ihm lang aus. Nix macht er recht. Bald sind die Stiche nicht gleich, bald ist der eine Schuh grösser wie der andere, bald dankt Stecke nix, bald hat er das verkehrte Leder erwischt. Und alle miteinander sind's Faulenzer. Er selbst bringt gar nichts vom Fleck, weil er keine Viertelstunde auf seinem Hintern hocken bleiben kann. In der Früh, wenn seine Frau aufsteht und in der Küche Feier macht, rennt er schon barfuß und im Hemd aus und wedert. Himmel her, ja willst mir etwas Haus übern Kopf hinten? Kost's Holz am Pfifferling? Du machst ja eine Feier, wenn's den Ochsenbraten möchtest. Stehen ein Nachbarn seine Dernsbod in der Waschküche und kudern und lachen, was Zeug halt, läuft er und putzt zusammen, dass in keinen alten Pantoffel mehr reintaugerten. Sauwirtschaft, da ratschen die Luder und arbeiten derens nix. Und wirst Zorfern verbritscheln. Natürlich, dass ja nicht mit einer feinen Handel zu viel rieben müssen. Nachher schießt er wieder aus und stehst eine Schafe voll lang dass die Waschküche grad schwimmt. Bauen sie in der Nachbarschaft ein neues Haus oder einen Stall, dann rennt er alle Augenblicke ans Fenster, staugt stundenlang zu und schimpft in einen drum. Hat die Rindviecher, nehmen's wieder einen roten Sandstor her, der nie Drucker wird. Ja, dass wieder alle einen Reis-Matthias kriegen mit dem Neubau. Und die Maurer gesehen, na, und der Märtl, ja, ein Sandschitter, der Tagwerker anstatt ein Kies. Ja, das der lebe ich noch, wie das Haus zusammenfällt, wie ein Kartenblattl. Nachher tut er wieder ein paar Schlager auf sein Leder, auf einmal springt er wieder in den Tee, reißt seinen Schurz ober und sagt, ich muss denen ein wenig zurennen. Und so rennt er zu den Zimmerleuten um. Ja, was ist denn das für eine Arbeit? Das haut's ja allerweil im Rädelstrich. Das könnte doch werden, mein Lieber, ein rechter Windschürfer. Und gleich reißt er dem Anderls Hackel aus der Bratzen und zeigt ihm, wie man die Geschichte eigentlich anpackt. Da kommt der Bauer von der Au mit einem Zirkelfuhrwerk daher. Kaum schaust dich recht wirft der Spektakelschuss das Hackel weg und rennt zum Bauern hin. Ja, du Lakel, du Damischer, wer spannt in ein paar junge Rösser an so ein schwaches Fuhrwerk hin? Der Bauer spuckt grad aus und fährt weiter. Der Schuster geht fluchend wieder in die Werkstatt heim und der Lehrbub gibt ihm einen Schuh in die Hände. Malefiz, bangert, ja, was ist denn das wieder? Hab ich dir nicht schon oft gesagt, du darfst mir kein Leder zuschneiden. Wieder der Drum ganz verschnitten und haut dem Wastel ein Watschen rein. Meister, rotzt der Lehrbub, das Leder hast du ja selbst zugeschnitten. Ich hab's grad vom Boden aufgeklappt, weil du das vorhin runtergeschmissen hast beim Fortgehen. Und noch lang rotzt der Bub weiter. In der Dammelnacht träumt der Meister, er ist gestorben und fährt schnurzen grad an den Himmel auf. Bei der Eisentür klopft er fest mit seinen Fingerknöcheln an und brummt. Die sind auch noch weit zurück in der Kultur, nicht einmal eine elektrische Glocken haben's. Und hören tut erschein's auch nicht mehr der Petrus, der gehört auch schon abgebaut. Endlich schlapft der Petrus auf die Filzpantoffeln daher, sperrt die Tür auf und sagt, so, du bist du, Spektakelschuster. Kannst schon einer, aber das merkst du, dass du mir da herin nicht allerweil umeinander krittelst wie auf der Waldrund. Da kannst du was erleben, sagt der Meister geschmerzt. Dank recht schön für die guten Lehren, aber ich hätte schon sehen gewusst, was sich gehört. Und im Himmel wird ja dennerst alles so vollkommen sein, dass man nichts zum Kritisieren hat. Und nachher spaziert er im ganzen Himmel um, wie nochmal der Herr Inspektor. Schaut die Wind an, ob's wirklich Silberer sind, ob gescheit abgestaubt ist,
dass der Fußboden gescheit gewichst ist und ob eine rechte Ordnung drin ist im Ganzen. Hier und da brummelt er was in sein Bart rein. Da kämen zwei Engel mit einem Mordstrom Balken daher, den einer im Auge gehabt hat, wie er nach einem Schirfling im Auge von seinem Nachbarn gesucht hat. Aber die Engel trugen den Balken nicht der Länge nach, sondern der Quer nach. Da schimpft der Meister über solche Dummheit ganz laut. Wie sie vorbei sind, meint er: Eigentlich ist es ja ganz wurscht, wie die das drum tragen, wenn sie es nur hinbringen, wo es hingehört. Und das bringen scheint's Vierte. Gleich danach sieht er zwei Engel, die schöpfen Wasser aus einem Brunnen in ein Fass voller Leer. Verstehst? Zum Ring machen. Ja, Gott Sachsen, platzt er außer, besinnt sich aber gleich wieder, wo er ist und denkt: Naja, etwas ist ja gerade eine Spielerei. Die Engel haben halt schreckliche Langeweile. Er geht weiter. Da sieht er einen großen Bruckwagen, der in einem Loch stecken geblieben ist. Kannst der Dinger, dass der Wagen einbricht, wenn's zu narrisch viel auflädst, sagt der Meister zum Fuhrmann. Was hast du denn drum? Fromme Wünsch, sagt er. Aber es wird schon wer kommen und helfen. Wirklich steht's gar nicht lang an. Kommt ein Engel und spannt zwei Fuchsen ein. Halt, scheiter Schuster, Lale Dummer, mit zwei Ross bringst du doch die Fuhrne vom Flick, da brauchst du 4. Kaum schaust du dich steht schon ein zweiter Engel da und spannt noch 2 Schimmel an. Aber hinterm Wagen. Du Ross Gottes, schreit der Meister. Ja, sowas, hast du sowas schon mal gesehen? Aber natürlich, da herum meinen sie haben Gescheitheit mit einem Gemüslöffel gegessen. Oha! Auf einmal verschlagt sie ihm die Stimme. Einer von den Engeln hat ihn beim Krawattel gepackt und ausgeschmissen zum Tempe. Wie er unter der Himmeltür noch mal umschaut, sieht er, wie den Wagen 4 Rösser mit Flügel in die Luft heben. Und jetzt ist er wach geworden. Freilich, meint er und reibt sich die Augen aus. Freilich geht's im Himmel anders zu wie auf Erden. Aber dass man Rösser hint und vorn zu gleicher Zeit anspannt, das ist und bleibt eine Viecherei. Freilich haben die Rösser am Himmel Flügel, aber kann ich das wissen? Im Übrigen ist es schon saudumm, wenn Rösser, die auch schon so 4 Füße zum Laufen haben, auch noch ein paar Flügel kriegen. Aber jetzt heißt es aus den Federn kriegen, sonst geschieht wieder alles verdraht. Ein Gottes Glück, dass ich nicht wirklich gestanden bin. Die Welt geht aus dem Leim. Und so, ihr Lieben, endet dieses Märchen. Ich hoffe, dass der Zauber dieser Erzählung euch durch die Stadezeit begleiten wird. Kommt's gern morgen wieder, wenn eine neue Geschichte aus Oberbayern auf euch wartet. Bis dahin, macht es euch gemütlich.